Es ist Mittag auf dem Biohof Tusch in Baspels. Bei der Familie Blunier und ihren Mitarbeitenden ist Essenszeit. Heute gibt es einen köstigen Eintopf, bestehend aus Emmer, Sellerie, Rüebli und getrocknetem Federkohl. Die passende Wurst oder Siedfleisch dazu wird heute zwar aussen gelassen. Trotzdem ist Fleisch ein wichtiges Thema auf dem Hof. Fleisch ist primär ein sehr wertvolles Lebensmittel, wo wir hier auch gut produzieren können in den Bergen. Wir haben sehr viel Grasland hier, das wir anders gar nicht nutzen können. Und wir haben Ackerböden, wo wir auch den Dünger brauchen können. Und insofern passt das sehr gut zusammen. Als Bluniers 2014 der Biohof Tusch in Pacht übernommen haben, haben sie als Neuling gegolten. Also wir haben beide Kunst studiert ursprünglich, haben uns dann entschlossen, den Sommer auf der Alp zu verbringen und sind so ein bisschen in die Landwirtschaft gekommen. Uns ist sehr wichtig, dass wir eigentlich in einer Form produzieren, was für uns auch ethisch stimmt. Das heisst, dass wir sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, sehr viel Wert aufs Tierwohl legen. Und da gehört dazu, dass wir schauen, dass die Tiere ein möglichst artgemäßes Leben führen können, ihrem Wesen entsprechend. Ja, das ist ein grosser Punkt. Wir versuchen eigentlich primär auf den Ackerflächen Produkte herzustellen für die menschliche Ernährung und nicht für Tierfutter. Das ist sehr wichtig. Und wir pflegen eine sehr vielfältige Fruchtfolge, was der Acker anbelangt. Neben dem Pflanzenbau, wo es Bluniers Kulturen wie Getreide, Raps, Hanf, Herdöpfel und Gemüse anbauen, ist die Mutterkuhhaltung und die vollständige Direktvermarktung vom Fleisch ein Hauptbetriebszweig. Ja, wir haben einfach gemerkt, dass die letzte Stunde und der Transport zum Schlachthof für die Tiere ein riesiger Stress ist. Und wir darum eigentlich wollen, dass die Tiere da sterben können, wo sie sich in einem bekannten Umfeld fühlen können, wo sie sich vertraut sind mit den Leuten, mit den Tieren. Trotz vieler Hindernisse haben die Bluniers geschafft, ihre Vision von der Hoftötung umzusetzen. Und so läuft sie ab. Wenn wir schlachten, kommt der Tierarzt vom Kanton vorbei für die Lebendfleischschau. Der Metzger kommt auf den Termin und das Tier ist schon empfangen. Und dann tut der Metzger das Tier betäuben, wird es aufziehen am Hinterbein und dann wird es entblutet mit einem Schnitt am Hals. Und wenn es tot ist, dann können wir es verladen und ins Schlachtlokal fahren für die weitere Verarbeitung. Und so entstehen Fleischerzeugnisse, die für alle stimmen. Der Kunde bekommt ein Produkt, das sich deutlich von der gängigen Qualität abhebt. Und die Bluniers erzielen trotz Mehraufwand ein höheres Einkommen.